So, die Damen und Herren, schönen guten Mittag. Ich bin froh, hier zu sehen, Ende von einem Jahr für die Regierung als das Jahr für die Vakanz noch nicht da, weil die Regierung auch mit Ministerrat geht bis Ende des Monats. Mit viel anderer sind Sprung für die Vakanz, da das einerseits die Chamber, die nächste Woche die letzte Session hat von der Chamber, und andererseits die Schulen, die an diesem Tag benennen gehen. Ich ging dafür auch für am Anfang all den Schülerinnen und Schülern felicitieren, die hier Diplom an dieser Tag gekriegt haben. An ein Diplom, das das Resultat von einem langen Effort. Ich war gestern selber am Lycée Technique du Centre Diplom in Ivarischen. Ich habe viele frohe Gesichter gesehen, stolz Eltern, frohe Schüler, und sie haben das extrem verdient. Und ich habe gesagt, dass das Resultat von vielen harter Arbeit ist, und dafür ging ich auch gerne allen Enseignern, Professoren, Lehrerinnen und Schulmeistern, merci so für ihren enormen Engagement, weil nicht mehr, wenn wir eine gute Education haben, dann kriegen wir auch genau das, was wir brauchen an unserem Land, Leute, die gut präpariert sind auf die Vieren vom Leben. Das ist nicht immer einfach, das alles zu machen. Und dafür haben wir auch an der Regierung nur hier kurz den Point gemacht. Aber ich meine, wir können ganz zufrieden sein mit dem, was unsere Schule gemerkt hat. Und dafür ein grosses Merci und die Enseignants und ein grosses Bravo und Schüler für das, was sie gemacht haben. Und das ist auch die Basis von der Kohäsion sozial, finalement, wenn die Leute auch eine Arbeit fanden. In dem Kontext habe ich auch den Morgen am Regierungsrat geschwärzt über die Etude, die kürzlich rausgekommen ist von dem IMD, die Kompetitivität von den Ökonomien muss. Ich stelle mit Satisfaktion fest, dass man von der 23. Platz, wo wir waren, an dem Ranking, kann ich immer über Rankingen diskutieren, wir waren auf der 23. Platz, wie das Regierung angetreten ist. Aber wir sind auf der 14. Platz, das heißt, wir haben 9 Plätze als verbessert, durch dem letzten Jahr und diesem Jahr 6 Plätze. Das ist wichtig, und wir steht auch im Kontext auch von der Schule, weil wir ja gerne hätten, dass die Jungen, die aus der Schule kommen, und nicht nur die Jungen, aber auch sie, für allem, wenn sie einen Platz sichern, dass sie einen Platz finden. Und dafür brauchen wir Betriebe, die gut funktionieren, dafür brauchen wir eine attraktive Ökonomie. Und das sind wir versichert zu machen, dafür eine ganze Reihe Maßnahmen. Und ich bin froh, dass das auch international sein Reflet findet. Die Schule geht aber nennen, Chamber geht aber nennen, und es sind auch da froh zu sehen, dass wir am Ende von dieser Legislaturperiode auch noch ein paar ganz wichtige Projekte an dieser Woche durch die Chamber gekriegt haben. Und ich gesehen, dass dafür vor allem zwei. Da dient das den Text, auf den die Presse seit Jahren gefordert wird, an den die Regierung auf den Weg gehen, nämlich den Accès und gesetzlich verankerten Zugang zu Informationen für Journalisten. Das Gesetz, wie gesagt, das lange gefordert ging. Ich habe als Medienminister zusammen mit der Minister Schmack für eine Zeitchen auf den Instanzen gebracht, an den also durch die Chamber kommen. Da mit der Stärke auch der professionelle Journalismus, und da leidet man ganz viel dran, weil an Zeiten von viel unkontrollierten Informationen, die Internet, an sozialen Medien zirkulieren, als die professionelle Presse, die Informationen verifiziert, und dafür Mensch als der Stärken vom Journalismus und auch Stärke von der Demokratie. Weil wir brauchen eine pluralistisch, unabhängige Presse, und die pluralistische Presse, die braucht dafür staatliche Unterstützung, an die finanziellen Mittel gehen auch an dem Text mehr klar definiert. Aber wie gesagt, den Zugang zu den Informationen für Journalisten wird gesetzlich verankert. Aber wir hoffen, dass das auch am Sinne von der Transparenz, von der Stärkung von der Demokratie. Und dann sind ich zufrieden, dass man so ganz schnell auch durch die Chamber kriegt und die echt wichtigen Texte über die Umsetzung von einem Tripartite-Akkord. Das war notwendig, auch besonders die
die Energie betrifft, steuerliche Maßnahmen darunter, die Lo erkraft treten. Andere, die kommen am Hirst an Chamber, das wesentlich, dass man die Lo zu richtigen Moment durchgeführt hat, Leute doch an ihre Portemonnaies spüren. Und dafür bin ich ganz froh, dass der an der Chamber das Woche die breite Zustimmung von tut. Apropos Tripartit, kann ich dann noch so, dass die Regierung de Moyen nach einem anderen Projekt angeholt hat. Das war am Anfang den letzten, den man nach müssen finalisieren. Das den am Kader von den Hilfe für Bauern. Ihr wisst, dass durch die Fermetur von der Straße von Hormuz Düngemittelpreise substanziell geklommen sind. Da haben wir auf den europäischen Kader gewartet. Den europäischen Kader, den also kommt, und dafür wir heute einen Text auf den Weg gehen, für das wir eine urgente Hilfe können den Bauern geben, für die zusätzliche Kosten können zu kompensieren. Das ist eine Maßnahme, die kostet Staat rund 4 Millionen, 1,5 Millionen davon geht aus dem europäischen Budget überholt. Das ist also Europa am nationalen Budget helfen den Bauern an diesen schweren Zeiten, nicht nur durch den Hormuz-Iran-Krieg, aber natürlich auch durch die enorme Hitze, was hier Situation nach mir schwer macht. Das ist also eine gute Etappe, die wir auch an der Tripartit gemacht haben. Ich erinnere mich daran, dass es für die erste Kehr war, sind da lange Jahre, dass wir auch Bauernvertreter am Tripartit invitiert haben, weil gerade sie auch durch eine Reihe von den Konsequenzen vom Iran-Krieg extrem konzerniert sind. Dann haben wir morgen eine Reihe Projekte angeholt, die fundamental Zielsetzungen und Versprechen von dieser Regierung umsetzen. Wir haben immer gesagt, wir wollen mehr sehr bauen, aber wir haben zwei Kontexte gesagt, einerseits beim Logement und andererseits bei den erneuerbaren Energien. Wir haben ganz viele Maßnahmen schon auf den Weg gehen. Erinnert euch, dass ich an der laufenden Nation vom letzten Jahr gesagt habe, dass wir ein Park von großen 10 Punkten angeholt haben, einen 10-Punkte-Plan mit 40 Detailmaßnahmen für am Logement mehr sehr zu bauen. Und an dieser laufenden Nation, ich gesagt, von den 10 Texten sind da schon 7 Instanzen. De Morgen haben wir 2 wesentliche Texte nach angeholt. Dann das ein komplett Refond von der PAG- und PAP-Prozedur für den Delay substanziell zu reduzieren. An den zweiten Punkt ist, dass auf Proposition vom Innenminister ein einheitliches Baureglement für das ganze Land dezidiert tun, und das ist ausgeschafft gehen an engem Dialog mit allen Akteuren. Die 2 Texte sowie die anderen Maßnahmen im geholt haben ein Ziel, mehr sehr bauen, weil wir wissen, dass wir einen großen Defizit ist, aber wir wollen auf dem Weg weitergehen. Ein einheitliches Baureglement, das geht noch nie, das ist also ein größerer Schritt von einer administrativer Vereinfachung, auch für die Leute, die es alltag anwenden, die Architekten, die Ingenieure, aber auch denen, die wollen, ein Daheim bauen, ein Daheim als etwas Wesentliches. Aber weil die Texte so wichtig sind, weil sie auch kompliziert sind, habe ich auch den Innenminister gebeten, hier mitzukommen. Innenminister wird ja nur das vorstellen, und ich auch all die dazu zusammenhängenden Fragen beantworten. Wie gesagt, dass sie wirklich ganz zufrieden, auch als Regierungschef, dass wir den Park durchstehen haben. Die muss nur noch durch die Prozedur gehen, die gesetzliche Prozedur. Mit der Regierung hat die Hausaufgaben gemacht. Übrigens am Logement geschieht ganz viel. Ich will auch hier darauf hinweisen, dass wir durch eine ganze Reihe Unterstützungen neben einer Reihe steuerlicher Maßnahmen Terrain beim Logement abordabel, beim erschwinglichen Wohnungsbau an den 2 Jahren, wo die Regierung da ist, enorm viel erreicht haben. Wir haben Hilfen für Logement abordable an den 2 Jahren, wo die Regierung am Amt ist, für über
9.500 Wohnungen akkordiert. Am Vergleich, das sind 40% mehr über die 2 Jahre, wie am Jahr 23 und noch mehr wie am Jahr 22. Das ist quasi zu 10.000 Wohnungen, haben wir Hilfe gegeben, Autorisationen, das sind Wohnungen, die zum Teil am Bau sind und zum Teil auch gebaut gehen, wird Autorisationen, da sind alles am Bereich vom Logement abordable. Weil ich weiß, dass wir als Mattbürgerinnen und Mattbürger das Logement so ein wichtig froh ist, wenn ich das auch gut an den immer gesagt wird dann da gemerkt, wir sind davon überzeugt, dass wenn als ein 10-Punkte-Plan umgesetzt wird, dass noch viel zusätzlich Wohnungen an unserem Land entstehen, notamment beim abordablen Wohnraum. Ich habe gesagt, wir haben heute Texte angeholt, für mehr Misere zu bauen. Das gilt für das Logement. Und da sieht der Herr Innenminister Echano Details davon. Dann haben wir das auch gemacht für erneuerbare Energien. Wir wollen überall eine Vereinfachung von den Prozeduren, eine Vereinfachung von der Autorisation, eine Acceleration von den Prozeduren. Und dafür haben wir auch heute eine Proposition vom Umweltminister den Text angeholt, die de Silence vaut accord ab Januar 2021 affären für Projekte für erneuerbare Energien zu bauen, das Wind, das Sonne, das wir also am Bauperimeter führen zu kommen mit der Realisation von so Projekten, da den Herr No also nicht mehr braucht, um eine Autorisation zu warten, weil keine Antwort kommt, dann hört ihr den Akkord, aber wir setzen noch an den Text auch die Lehen substanziell ruf. Alles unter dem Motto, einfach, sicher, erneuerbar. Das ist als Ziel, auch bei den erneuerbaren Energien, aber man gesehen, was der Krieg am Iran provoziert, à puncto Dependance von Energien aus der Region, weil man gesehen hat, was der Krieg an der Ukraine provoziert, à puncto Dependance von Energien, die aus dem Osten von Europa kommen sind. Da wissen wir, dass man mehr unabhängig muss sein, aber man dann dabei noch gesehen, die Klimawandel, den wir spüren durch Tötzewell, dann das Ziel von der Regierung, was wir als ein ambitiöses Ziel gehen, für erneuerbare Energien, dann ist das der Weg, den wir weiter müssen gehen, und dafür helfen natürlich die Prozeduren, die wir substanziell vereinfachen. Die Pack von Misere machen beim Bauen, bei erneuerbaren Energien, die gilt auch für die Justiz. Und dafür, weil Sicherheit auch ein wesentlicher Punkt ist, dafür bin ich froh, weil ich letzte Woche kein Briefing hatte, für auch die Projekte zu soulignieren, weil insgesamt gehe ich das von einem mehr efficace Staat, dass man letzte Woche die Comparution accélérée auf Proposition von der Justizminister auf den Weg gehen hat. Ihr wisst, das war ein großes Thema auch am letzten Wahlkampf, wo wir gesagt haben, da wo die Fähen etabliert sind hier am Strafrecht, da muss ich mehr sicher, mehr efficace eine Antwort vom Rechtsstaat haben. Aber wir haben das so auf den Weg gehen, dass selbstverständlich das Recht auf einen Verkot und auf einen fairen Prozess assuriert ist. Und da haben wir also einen anderen Text gemacht, wie verschiedene von unseren Nachbarn, die Rechte von der Défense sind garantiert. Mit den Affären, wo die Fähren etabliert sind, müssen da maximal an einem Delay von einem Monat Gericht können tranchiert gehen. Ich meine auch das, also am Geist von dieser Regierung, die auch erfrohen, für Sicherheit der Justiz wesentlich Schritte möchte, 4 zu kommen. Es geht nicht durch, dass man eine gute Polizei bestimmt. Ihr wisst, mehr wie 500 Polizisten zusätzlich angestellt und Lokalpolizei angefeuert, alles verspricht von dieser Regierung. Natürlich muss man dann auch das bei der Justiz umsetzen, dafür man zusätzlich Richter angestellt und noch prozedural Maßnahmen. Das ist ein wesentlich, den wir versprochen hatten, für das wir auf dem Weg weiterkommen. Wir haben da noch über eine ganze Reihe anderer Sujets geschwärzt. Ich ging vielleicht auf hier, wenn das mal was Nominationen überlangt, dass wir da den neuen Generaldirektor für die Spurkäse genannt haben, den Herr Benoit Elvinger,
gëtt Generaldirektor vun der Spurkees ab dem 1. Oktober vun diesem Joar. Madame Doris Engel gëtt Direktrice General Adjoint vun der Spurkees ab der Rentrée. Och dofir dat ass die neue Kipp, die dann der Proposition vom Finanzminister am Dreckspruch vun dem Conseil vun der Spurkees die Aufgaben werd unhullen. Den Regierungsrat huet doch Madame Joël Welfring reintegriert an Staatsfunktion als Premier Conseiller de Gouvernement. Ich habe das als Staatsminister gemerkt, weil ich es notwendig fand, so wie schon bei der Madame Paulette Lehnert, dass Leute, die aus dem Staatsapparat auch kommen, dass die auch, wenn sie an der Politik waren, dass die dann noch reintegriert. Und Madame Welfring wird dann vom Staat als Staatsbeamtin detachiert op der Europäische Investitionsbank. Das stärkt auch die Rolle vom Lützeburger Staat ab der Europäischen Investitionsbank. Und dafür meine ich, dass das eine gute Nomination ist. Das ist auch wichtig, dass wir an unserer Demokratie auch so mit denen umgehen, ob an der Majorität oder an der Opposition ist. Aber wie gesagt, sowohl Madame Lehnert wie Madame Welfring haben ja auch durch ihre Regierungserfahrung die nötig wissen, was die brauchen, um so Funktionen können, eng nützlich Arbeit am Dienst vom Land zu machen. Wir haben dann noch eine Reihe internationale Sujeten abordiert. Ich will das ganz kurz ausstreifen. Einerseits war ich anfangs der Woche UNO-Summit für künstliche Intelligenz. Das wird mir wichtig geschenkt, weil ich gerne hätte, dass das Land an der Definition von der Regeln rund um künstliche Intelligenz sehr gut mitzuschwätzen hat. Und das ist mir evident, dass Lützeburg, nachdem eine Datenstrategie, eine AI-Strategie, eine Quantumstrategie vorgelegt wird, auch sich darum bekümmert, was mit AI geschieht. Wir hätten gerne eine AI, die am Dienst vom Mensch steht. Und dafür habe ich zu Genève auf der UNO plädiert, dass wir einen internationalen Kader gegen Versichern zu kreieren, für eine Reihe von diesen Sujeten gemeinsam abordiert gehen, weil wir dann werden mit Kontrolle auch über AI, weil da es enorm viele Opportunitäten bietet, auch können behalten. Wir sind 4 AI, aber eine AI, was am Dienst vom Mensch steht, an den der Mensch nach finalement immer dezidiert. Da war ich das Woche, wie ihr wisst, zusammen mit dem Außenminister und der Verteidigungsminister auf der NATO, NATO-Summit zu Ankara. Das war ein gutes Summit, wo ein gespürt wird, dass jeder, egal auf welcher Seite vom Atlantik wohnt, gewollt ist, die NATO weiter Leben zu halten, dass wir realisieren, dass wir gemeinsam stark sind und dadurch die Europäer ihren Beitrag mehr müssen leisten wie in der Vergangenheit, dass wir es nicht allein können, ob die Amerikaner ob den ihren Ausgaben ausruhen dürfen. Den amerikanischen Pilier brauchen wir. Wir brauchen noch einen starken Pilier. Und ich schon NATO-Summit erklärt, was Lützeburg die nächsten Jahre wird machen. Wir sind nur bei 2%. Wir werden da los runtergehen. Nächstes Jahr 0,1% auf 2,1%. Die Richtung ist die Doten. Und ich schon auch gefroht, für das NATO gegen den Memberstaaten mehr erlauben, sich zu spezialisieren, eine Spezialisation von der NATO, von den Ländern, und für Lützeburger Staat am Bereich von den Satelliten notwendig. Wir haben da große Know-how, den anderen nicht tun. Da können wir also etwas zur Verfügung stellen, da das auch auf offene Ohren gestoßen und da viel ob mich geguckt, wie ich das gesucht und dann hat das am Bereich von den Finanzen. Wir sind eine Finanzhauptstadt von Europa. Wir sind die Nummer 1 an der Fondsindustrie. Das wollen wir auch bleiben. Und dafür haben wir auch dort zusammen mit dem kanadischen Premier Mark Carney die Initiative gehabt, für eine europäische Defense- und Sicherheitsbank zu gründen. In den Ländern haben sie gesagt, dass sie bereit wären, da mitzumachen. Wir fahren weiter an dem Erfolg von der anderen davon, dass sie überzeugen. Wir sind froh, dass der Startschuss von der Bank gelöst ist. Und ich bin noch froh, dass wir fertig haben, den europäischen Hub
von der Bank zu kreen. Das Siège wird am Kanada sein, an den europäischen Hub soll zu Lützeburg sie noch dat ging, Lützeburg als europäisch Finanzhauptstadt renforcieren, an dürfen sie mal voll motiviert für die nächsten Etappen von der Bank mit als Partner zu diskutieren und umzusetzen. Schließlich, an das ist dann mein letzter Punkt, ich Gelegenheit, die Fragen zu stellen. Ich gehe auf Invitation vom französischen Präsidenten Menden auf Paris. Du hast eine Reunion über die Ukraine von der sogenannten Koalition von den Wöllichen. Das sind die Länder, die die Ukraine an ihrem Krieg unterstützen, die nicht wollen, dass die Ukraine untergeht und dass Russland ein Stück von der Ukraine kann definitiv besitzen. Geht also an der Ukraine um vieles mehr wie just eng Provinz am Osten von der Ukraine, geht um Prinzipien. Und da sind wir Teil von der Coalition of the Willing. Und wir werden also Menden weiter diskutieren, was die nächste Schritt könnte sein an einem Krieg, der kompliziert bleibt, aber wo in den vom Krieg noch nicht gesagt, er schon gar nicht den dauerhaften Frieden. Der Präsident hat dann auch Staats- und Regierungschefe von einer Reihe Länder von der Koalition invitiert, für in Dünsten zu bleiben für den französischen Nationalfeiertag, den 14. Juillet, für ein Apparat teilzuholen, an das mit großer Freude, wo ich die Invitation vom Präsidenten auch akzeptiert habe, für das auch ein Detachement von der Lützeburger Armee mit einem Lützeburger Fendel und dem Defilé kann teilholen, das beweist, wie wir in Europa zusammen sind. Und ich werde mit Freude und Stolz gucken, wenn der Lützeburger Fendel über eine von den schönsten Straßen von Europa, über die Champs-Élysées, wird gehen. Wir führen allem unterstreicht, dass wir zusammen mehr stark sind, wie wir jeder Einzel neben den steht. Voilà, das ist ein Resümee von unseren Arbeiten von heute gern. Wenn ich frohen ehe ich dann dem Innenminister Gloden für sein extrem wichtiges Projekt, die wir heute am Detail vorzustellen. Sind nach frohen do? Ja. Guten Mittag, den Pierre Jans für RTL. Herr Premierminister, Sie da beunruhigt über die Enquete, wo den Parquet das Woche nach einem darüber kommuniziert hat, nämlich eine Betrugsaffäre, die die Immigrationsdirektion noch betrifft. Ein Minister an der Fortiori, ein Premierminister soll nie laufende Justizenqueten kommentieren, umso mehr, wo man nicht die Elemente von der Enquete kennen. Ich stelle mit Satisfaktion fest, dass der Rechtsstaat funktioniert, wenn es Sachen gibt, die eventuell Infraktionen sind. Dann muss die Justiz ihre Arbeit machen, und das Detail gemacht. Und ich hoffe, dass du die Enquete zu all denen Antworten auf die Fragen bringt, die für den Moment am Raum stehen. Neben dem Rappel von natürlich der Präsumption d'innocence für all die es betrifft. Ja, mein Jana Hoffmann hat einen von RTL. Ich wollte einen fragen, am Tripartite-D'accord sollte auch der reduzierten TVA-Satz von 3% bei Renovationen verdoppelt von 500.000 Euro. Lo hat die Kommission aber das nicht akkordiert. Soweit ich weiß, soll da aber etwas geschehen, geht da an am Moyen, geht da nicht stand. Ich habe keine Details dazu. Der Finanzminister will zusammen mit dem Logementsminister nach 4 Sommer auf einer Pressekonferenz so, wie wir auf den einzelnen Fragen für das Logement neben den prozeduralen Sachen, die ich annonciert habe, an neben den Sachen, die wir schon gemacht haben, auch steuerlicher, was wir da eventuell noch können machen. Aber der Finanzminister war heute im ECOFIN-Conseil, wo auch über ganz wichtige Sujets geschwärzt wird, notamment die Kapitalmarktunion, sodass wir heute nicht über den Sujet geschwärzt haben, und ich noch so keine neuen Elemente. Auch an puncto Logement, Herr Frieden, die hat schmankt war beim Etat de la Nation auch ein gesagt, die will WIFAN relancieren und du hast auch das Wort Garantie der Chèvement gefallen. Gibt es Neuigkeiten? Ich weiß, dass du geschafft wird, aber das ist noch nicht konkretes Fix, oder?
justizministerisch aus umgangen de Projekt zu finalisieren. Ich meine, dass man da ganz nur dabei sind, wie die können vielleicht sogar nach 4 Sommer zu deposieren. Für generell die FIFA-Gesetzgebung zu verstärken, an dem Sinn, dass die ein Haus, das recht gebaut wird, das ist ja am Anfang die FIFA, dass die Garantien nun, dass wenn du ein Verhalt könnt, für das nach zu renforcieren, dann hier würden Trappeln, dass man dezidiert tun, für zusätzlich 300 Millionen zu investieren, für so Projekte abzukaufen. Dafür muss ich das an der anderen Summe gesehen. Ich gehe davon aus, dass wir das nach 4 Ende des Monats die Projekte auch können, ob die Instanzen gehen. Mit Minister hast du eifrig umschaffen. Voilà. Dann sage ich vielmals mehr für Nolauusteren. Agin dann dem Innenminister Wort für seine Erklärungen zu den wichtigen Projekten zu gehen. Und ich muss auch da unterstreichen, die gute Kooperation auch zwischen den Ministerien am gesamten Logementspark für das auszuschaffen. Auch das ist eine Fassung, wo gesagt, wie gut die Regierung zusammen schafft, für das wir bei diesen Zielen, die wir gesagt haben, auch vorkommen. Herr Innenminister. So, dann auch schöne gute Mittag von meiner Seite zusammen hier mit Frank Göders aus dem Ministerium, den responsabel ist für all das, was wir am Ministerium am Kader von Regeln für Bebauungen aufstellen. Mehr mit Männer, Lützeburg für Zukunft stärken. Das ist das Credo vom Koalitionsakkord und das ist auch das Credo vom Logementstisch mit denen 40 Mesuren. Der Premier hat es wieder wiederholt als Priorität, dass mehr und mehr sehr bauen. Und dafür brauchen wir vereinfacht, moderne Prozeduren. Mehr mit Männern, und ich gebe auch so mit einem gesunden Menschenverstand vorgehen. Das ist die erste Kehr heute zu Lützeburg, dass wir am Kader von der Bautepolitik von 100 Reglementer auf ein nationales Bautereglement rübergehen. Das ist ein wesentlicher Paradigmenwechsel an der Approche. Ein Reglement für 100 Gemengen, das heißt Männer Regeln. Wir haben noch gelauscht und wir setzen und die Regierung liefert. Ein Bautereglement heißt mehr einfach, mehr klar, mehr verständlich, mehr Fehler und natürlich mehr sicher. Bringt mehr Zeit für die Qualität der Projekte. Wir haben 83 Artikel an dem Bautereglement mit ganz diversen Sujeten, wie natürlich, wie Baudeen, aber auch über erneuerbare Energien, über mehr Resilienz, sprich mehr Begringung, sprich Finalität als eine Verbesserung von der Lebensqualität von den Leuten, die an den Wohnungen leben. Ja, wenn ihr so ein radikales Changement möchtet, da stehen sie natürlich immer am Anfang viel Frohen, weil Südfrieden darum gewinnt, ob Sänger möchte, mit seinem Baureglement zu schaffen. Das ändert sich noch. Südfrieden muss Kompromisse eingehen, Kompromisse am positiven Sinn. Wir haben nach vielen Reunionen, zum Beispiel mit verschiedenen Ministerien, mit dem Civicol, mit dem OAI und dem nationalen Baureglement geschafft. Aber wie der Premier annonciert hat, der Regierungsrat wird heute gering Luft gehen. Wie gehen wir legislativ hier? Wir werden auf der einen Seite an der Loi kommunal 2 oder 3 Artikel schaffen für die Pass legal, für das nationale Baureglement. Und auf der anderen Seite das nationale Baureglement, wie es wurde doch seht, gibt ein Reglement Grand Ducal. Was ist also Baureglement? Oder kommen wir mal an, was das Baureglement nicht? Baureglement regelt nicht, wo darf gebaut gehen, auch nicht, wer darf gebaut gehen. Zum Beispiel, wo ihr Wohnungen baut, wo Geschäfte kommen, wo Büros kommen, alles das wird am PRG von einer Gemeinde festgehalten.
Et regelt auch nicht gräst von den Gebäier, zum Beispiel wie viel Steger lernt sind. Auch nicht Aufstand von den Gebäier zum Notbau. Alles das bleibt am Kader von den BRP festzusetzen. Baureglement definiert allgemein Bauregeln, genau wie heute die 100 kommunalen Baureglemente. Ich gehe kurz paar Beispiele. Der PRP sieht, wie viel Steck dafür gebaut gehen. Baureglement definiert, wie hoch Plafongen muss sein. An dem neuen nationalen Baureglement sind das im Prinzip 2,50 Meter. Der PRG sieht, wie viele Parkplätze pro Wohnungen muss vorgesehen gehen. Das Baureglement sieht, wie groß die Parkplätze muss sein, für dass man am Auto auch bequem ran herausfahren kann. Ihr wisst, die Autos gehen heutzutage immer echt wie groß wie mir klein, und dafür haben wir die Breite von den Stellplätzen für Autos auf mindestens 2,50 Meter festgelöst und auf 2,75 Meter, wenn ein Parkplatz längst Mauer ist. Das ist Präzision, für zu weisen, dass wir Ball und alles gedurcht haben. Wie appliziert sich das Baureglement? Das Baureglement appliziert sich, wenn neu gebaut wird, transformiert wird, aufgerappt wird und dann neu gebaut wird oder die Nutzung vom Gebäude ändert. Das heißt, alles, was heute gebaut ist und geht in nicht drin, das bleibt natürlich so bestehen. Wichtig ist natürlich auch zu unterstreichen, dass eine Reihe Derogationen vorgesehen gehen, weil als Städte, als Ortschaften aber vielfältig sind. Die eng sind aus einer Festungsstadt rausgeboren, die einer sind nun Krieg zum Teil ganz neu abgebaut gehen. Das heißt, für den aber verschiedene Lokalgegebenheiten, denen muss Rechnung drohen, und dafür ist es möglich, auch bei verschiedenen Punkten, dass der Bürgermeister eine Derogation gehen. Was war als Methodologie de Travail? Wir haben den 23. Februar 2023 angefangen und eben heute am Regierungsrat Gringlucht dafür gekriegt. Weil wir einfach machen, als viel mehr kompliziert, wie einfach nehmen zusätzliche Regeln aufhören. Und dafür wird mir wichtig, dass wir breit aufgestellt sind, für das Baureglement auszuschaffen. Wir hatten 8 Arbeitsgruppen unter dem Lied von meinem Ministerium, 40 Arbeitssitzungen mit Civicol, mit OAI, mit 6 Ministerien, mit 6 Verwaltungen, mit 12 Chambren, Föderationen, Institutionen und Etablissementen. Graf geschah 80 Personen und direkt in dem Reglement direkt oder direkt oder indirekt darüber geschafft. Und ich will Ihnen auf dieser Platz auch all großen Erfolg, große Merci für den Erfolg. So ein Ziel von den Gruppe de Travail während, wo Inkohärenzen sind, Überlappungen mit anderen Reglementationen, die zu streichen, wann nicht präzise genug war, zu präzisieren und natürlich auch auf die neuen Herausforderungen wie Klimaerwärmung, Energietransition, Resilienz anzugehen. Kommen wir zum eigentlichen Baureglement, also 89 Artikeln sind es, 89 Artikeln, die könnt ihr hier auch durchlesen, ich gehe nicht durch alle einzelnen Artikel. Das Reglement visiert also mal Bauregeln für Gebäude und Wohnungen, aber auch für Außenanlagen rund um das Gebäude, für den öffentlichen Raum, aber auch erneuerbare Energien, Brandschutz und Aménagement von Chantieren. Es gibt eine Reihe Bestimmungen für die Qualität der Wohnungen zu garantieren. Nimmen in den sich wohl daheim spürt, als auch zufrieden. À la fin du jour geht es ganz einfach nicht mehr und nicht minder um die Lebensqualität von uns alle gut. Dafür haben wir Minimalbestimmungen bestimmt für den Wohnraum, für natürliche Belichtung, für den Außenraum. Wir haben aus der Corona-Pandemie gelernt, wo viele Leute leider nicht konnten auf eine Terrasse oder an den Garten gehen. Und die Möglichkeiten haben wir eben auch am Baureglement vorgesehen. Das Baureglement hat auch ein klares Ziel, Recht auf mehr Lebensqualität.
schon Pedro gesot, Stichwort Resilienz. Resilienz ist wichtig. Wir brauchen resilient Gebäude, wir brauchen resilienten öffentlichen Raum, wir brauchen resilient Gemengen. Und dafür haben wir auch eine ganze Reihe Dispositionen eben über Außenanlagen am öffentlichen, an dem privaten Raum so gestaltet, dass sie mehr extremen Wetterphänomene standhalten, die Lebensqualität von uns alle gut garantiert, auch bei extremen Wetterkonditionen. Eng von den Mesuren fahren als eine exzessive Versiegelung und Mineralisierung vom Terrain zu evitieren. Weil das nicht gut für die Wasserreserven, dafür Obligation für Parkplätze zu realisieren, die wasserdurchlässig sind, Verbot von den sogenannten Stehgärten an Obligation für Begrengung Terrain, also kein Gärten des Grauens, wie in der am deutscher Spruch sieht. Ziel ist es eben, dass wir mehr Wasser an den Boden legen, mehr Wasser für Pflanzen kreieren, mehr Pflanzen an unserem Lebensumfeld, mehr Biodiversität an unseren Ortschaften, mehr agreeable Temperaturen und dadurch mehr ein attraktives Lebensumfeld. Dafür haben wir auch umwelt- und klimafreundliche Regeln bei der Gestaltung vom öffentlichen Raum vorgebracht. Wir brauchen ganz klar mehr Bäume am öffentlichen Raum, wir brauchen ganz klar mehr Begrengung am öffentlichen Raum, auch am urbanen Raum. Ich meine, wir hatten die letzte Woche viel über die Kanikül geschwärzt. Und nicht jeder hat den Garten daheim, und wir müssen es möglich machen, dass die Leute auch können sich am öffentlichen Raum nicht nur am Respekt, wie beim Platzverweis, begegnen, aber sich auch am öffentlichen Raum bewegen und können hier Lebensqualität genießen. Also auch wichtig für das soziale Zusammenleben und soziale Kohäsion. Dafür zum Beispiel ein Beispiel: Pro 250 Quadratmeter muss mindestens ein Baum gepflanzt gehen. Knödler geben dat 35 Bäume gehen, heute sind das 16. Dat also vielleicht nicht ganz viele Bäume auf 250 Quadratmeter, mit muss ich wissen, wenn der Baum 10 Meter bis hoch ist, dann kriegt er eine Krone. Am Anfang darüber fokussiert, dass man immer 1/3 von den Plätzen beschattet kriegen. Schon einfach direkt. Es sind noch Exzeptionen möglich. Wenn ein größer Platz braucht für große Veranstaltungen, dann kann ihn dazu derogieren. Wir sind noch der Meinung, es wird kein Wert, immer alles auf grüne Wiese zu transportieren, weil auch das ist nicht klimafreundlich. Du musst ihn da Kabel legen, elektrisch, muss ich große Bühnen da prägen, muss ihn den ganzen Transport hinkriegen. Dafür möchte ich schon Sinn, auch an einer Ortschaft Plätze zu haben, wo ich große Veranstaltungen kann machen. Mehr resilient, auch am Wasserverbrauch, habe ich gesagt. Dafür haben wir eine Obligation vorgesehen, für Rehwasserbehälter, sogenannten Ziternen, zu installieren. Das hat als Ziel die Reduktion vom Trinkwasserverbrauch, zum Beispiel bei der Toilettenspülung, Puffer vom Rehwasser am Fall von Starkregen. Auch natürlich können wir das Risiko von Überschwemmungen vermindern. Das heißt, wir machen einen ganz pragmatischen Umwelt- und Klimaschutz am Zusammenspiel mit der Resilienz. Dann haben wir eine ganze Reihe Regeln betreffend Transition énergétique vorgesehen. Zum Beispiel gibt es verschiedene Regeln für PV-Anlagen, die ganz oft ganz restriktiv sind. In Zukunft manner Restriktionen eine Regelung en faveur und nicht en défaveur von der Energietransition. PV-Anlagen sind prinzipiell auf all Dach, auf all Dächer und auf all Fassaden möglich. PV-Anlagen dürfen nicht mehr am Sektor protégé ausgeschlossen gehen, aber auch just da, wo es Sinn macht. Größere Parkingen haben viel Potenzial an puncto Energieproduktion. Für eine Reihe Parkingen mit über 2500 Quadratmeter, da sollen dann so PV-Anlagen über die Autos kommen. Alles das sind Mesuren natürlich für eben die Transition énergétique kleine, mehr wichtige Schritte noch vorzubringen. Und das geht uns alle gut besuchen, und auch die Leute können ihren Beitrag dazu leisten.
Dann Wärmepumpen war bislo auch ein schweres Thema an den 100, pardon, nicht Hunderten, mehr an den 100 Baureglementer, weil die meisten Gemenge ganz restriktiv Wärmepumpen, also Regeln hatte für Wärmepumpen zu installieren. An der enger Gemeng hun sie nicht 400 Haustier dürfte sie mir nimmen 100 im Haus. Bei andere Gemenge wäre es ein bisschen mehr flexibel. Schmengen die verschiedene streng Regeln kommen nach einer Zeit, wo die Wärmepumpen Mastodone wären, extrem viel Kamedi gemacht wird, auch da Technik evoluiert ganz schnell. Dafür haben wir dezidiert, dass an Zukunft Wärmepumpen am Prinzip überall Terrain dürfen installiert gehen. Wir just eine Reglementation vom Kamedi für so Anlagen festgelöscht, für dass den Opa nicht unnötig gesteuert wird. Weiter am Kader von der Transition energetik Hummerreis natürlich nicht nur mit dem Parkplatz von Auto beschäftigt, mir auch mit den Parkplätzen für die Gefährer am Kader von der Elektromobilität. Man wissen, besonders am urbanen Raum, immer mehr Leute nutzen den Velo, den E-Bike am Alltag. Aus der Erfahrung wissen wir, besonders natürlich auch für Residenzen gebaut gehen, oft wird zum Schluss gesagt, da brauche ich noch ein Lokal für die Veloen zu kriegen. Und da geht heinst du da irgendetwas gebastelt, das hat klar festgelöscht, wie viel Platz pro Velo an einer Residenz muss vorgesehen. Und zum Beispiel müssen auch da Bornen vorgesehen gehen, für die Velo abzuladen. Dann ein Sujet, der mir auch ganz Herz liegt, kein von uns wollen zwei Transmontane. Und dafür wird an dem Baureglement sind noch eine Reihe Mesuren über Sicherheit an die Feuerbekämpfung. Ihr wisst, heute gehen die Richtlinien vom CGDs, mit dem neuen Baureglement werden Minimumstandards an Baureglement, nationales Baureglement angefordert gehen. Je nach Größe von Gebäuden müssen Fluchtwege geplant gehen, wo die Leute sicher können evakuiert gehen. Bei Gebäuden, wo mehr Wohnungen oder eine andere Nutzung ist, muss es so gebaut gehen, dass Feuer nicht direkt von einer Wohnung auf die andere kann übersprangen. An den Achse für Pumpschäden muss zu all Zeit garantiert sein. Ich meine, das ist wichtig, dass man hier für die Sicherheit mit einem gesunden Menschenverstand regeln. Ein anderes wichtiges Sujet ist die Belichtung, auch die Belichtung am öffentlichen Raum. Ihr wisst, das wäre ein Sujet während der Corona-Pandemie. Da haben wir es all fertig gebracht, ab 10 Uhr öffentliche Gebäude nicht mehr zu belichten. Natürlich spielt auch der Sicherheitsaspekt damit. Und da haben wir probiert, einen gesunden Equilibrium zu finden. Natürlich wird der öffentliche Raum belichtet, mehr am Maß und am Respekt von der Lichtverschmutzung. Dafür 2 Punkte. Öffentlicher Raum, wo Leute sich regelmäßig abhalten, muss genug belichtet gehen. An einer Plätze, wo eben nicht so viele Leute sind, die können aufgedunkelt gehen. Das ist ganz technisch von der Dat am Baureglement liest, von du noch froh dazu sind, du kann der Frank Göders darüber angehen. Dann haben wir noch einen anderen großen Vorteil bei dem nationalen Baureglement. Es gibt Möglichkeiten, Kontinu von einem Baugenehmigungsverfahrensdossier zu vereinheitlichen und an dem Kader auch weiter unter Digitalisation zu schaffen. Wie gesagt, wir haben gut horizontal darüber geschafft. Die Verkehrssilo denken da und dafür mehr mit Männern. Und ich bin froh, wenn das dann kann in Kraft treten. Dann nach 2 Wörter von mir zu der Simplifikation administrativ am Kader von der PAG-PRP-Prozeduren. Wenn wir von Simplifikation und Reduktion von Delayen schwätzen, und ich meine schon auf dieser Platz gesagt, der But en soi ist nicht just Delayen zu reduzieren. Der But ist, dass wir Lebensqualität für die Leute schaffen. Und das
muss immer de But auch von einer Simplifikation administrativ sein. Hier haben wir probiert, die PRG und die PHP-Prozeduren am Delay zu reduzieren, indem wir sie mehr an den Ehen fügen. Dadurch, zum Beispiel bei einem PRG, kommt man an Zukunft von 12 Monate auf 7 Monate, aber bei einem PHP von 8,5 Monate auf 6,5 Monate. Wir haben hier am Land Viertel von den PHP sind PHP mit einer Surface Manner wie 25 R, den technischen Term als der PHP de moindre envergure. Und da, laut der neuen Prozedur, kommen wir da von 8,5 Monate auf 4 Monate rauf. Natürlich immer, wenn kein da geht Klot. Wir leben an einem Rechtsstaat, als jeder hat Recht, gegen die Decision administrativ natürlich einen Rekurs, in dem Fall beim Tribunal administrativ zu machen. Für uns gehen Simplifikation und Lebensqualität für uns Bürger Madeneen. Und noch heute werden wir Digitalisation vorantreiben. Und da gehe ich schon Frank Göders fort, für die Prozeduren mit Not zu erklären. Merci. Merci, Herr Minister. Ja, effektiv, wir sitzen mit dem Projekt de Loi, wo ich vorstellen, E-Feirel von dem Park von den 40 Mesuren am Bereich von der Simplifikation administrativ für den Bausektor, wo der Premierminister schon viel darüber gesprochen hat. Das ist ein großer Park. Ich werde mich auch das wesentlich konzentrieren, das geht vielleicht ein bisschen lang. Es geht also darum, auch an den Prozeduren, die man noch gesehen für mich sehr zu bauen und mehr sehr Prozeduren zu kreieren, mehr. Den Minister hat gerade gesagt, es geht auch darum, es mir einfach zu machen, nach verschiedenen den damit konfrontiert, dass man den Prozeduren, selbst am Privatsektor oder selbst am öffentlichen Sektor, mehr Zeit zu verschaffen, für sich auf das Wesentliche zu konzentrieren, nämlich die Ausarbeitung von qualitativen Projekten. Es ist auch mir erwarten, dass man mehr Zeit dadurch gewonnen, für mehr Beratungen zu machen, an mehr dem Rolle als Partner von der Gemeinde noch so gerecht zu gehen und das wie der Minister für gesagt hat. Am Endeffekt geht es darum, das Projekt besser zu machen und dadurch auch die Lebensqualität von uns allen zu verbessern. Kernstück von dem Projekt Loi ist die Verschaffung von den PRG und den PHP-Prozeduren. Bei heute gibt es zwei unterschiedliche Prozeduren, eng für die PRG, auf der einen Seite, wo definiert wird, wo was darf gebaut gehen, wo zum Beispiel der Minister hat gesagt, wo Wohnungen dürfen entstehen, wo Schulen dürfen entstehen. Und eine zweite Prozedur, die ein bisschen noch nicht das ist, für PHP, also da wo definiert wird, wie darf gebaut gehen, zum Beispiel wie hoch darf gebaut gehen. Und so Prozeduren, da das kompliziert und das für allem auch fehlerauffällig. Und wir sehen, dass regelmäßig dadurch auch Verzögerungen kommen an die Prozeduren und an dem Moment auch für die Realisation von neuen Karten. Und dafür schaffen wir mit dem Projekt Loi eine einheitliche Prozedur für die zwei Instrumente, sowohl für die PRG und die PHP. Das möchte einerseits wie einfach, toll war ein zweiten große Vorteil, und ich gebe ein Beispiel ganz oft, also das so, dass man in der PHP möchte, wo eine neue Karte plant, dass da festgestellt wird, dass verschiedene Dispositionen aus dem PRG, die da greifen, zu restriktiv sind. Zum Beispiel, dass wir sehen, von der PHP, die Karte können wir entwickeln, mehr, wir stellen fest, es können nach ein paar Wohnungen mehr realisieren, mehr der PRG erlaubt das nicht. Da muss in Haut zwei Prozeduren durchlaufen, einerseits der PRG adaptieren und auf der anderen Seite muss in der PHP an die Prozedur gehen. Da das kompliziert und das nicht ganz flexibel. Der vierte ist, wo wir dieselben Prozeduren haben, sowohl für die PHP und die PRG, können wir die Prozeduren bündeln. Das heißt, wir können eine einzige Prozedur daraus machen, eine sogenannte Prozedur unik. Und die wollte ich euch einfach kurz vorstellen mit den Vierteilen. Die seht hier auf den Sliden, seht ihr effektiv, dass PRG und PHP-Prozedur unterschiedliche Etappen durchlaufen, die haben unterschiedliche Delayen, das heißt, was ich gesagt habe, das ist kompliziert und möchte in allem eine Aufstimmung extrem schwierig. Wir haben, wenn ihr die zwei parallel durchlebt, dann hat ihr zwei Avien von einer Kommission, die kommen, es sind zwei Enquete-Publiken, die müssen gestartet gehen für die Leute. Die Leute müssen dann noch wissen, reklamieren, ich gehe die PRG oder gehe die PHP oder muss ich gegen die zwei reklamieren. Wir haben zwei Worte vom Gemeinderat, auch schlussendlich auch zwei Approbationen. Natürlich, wir haben alles doppelt, aber da ist eine Prozedur unik.
krämer dat as sech wesentlich vereinfacht. Et gëtt an dem Moment nach just ennner wie a fir allem fir Leiit gëtt just enger Enquetepublik Leiit sich da können einfach man Projekt an nee sitzen an mussssen sich nicht mat prozeduralen Froen beschäftigen. Wir kräen dann noch just e Worthandel an enger Approbation. Aber wie gesagt, dat geht auch wie der Minister schon gesagt hat wesentlich méi sehr iwwerbüen. Wir haben war auch an dem Kontext ein größeres Changement gemäht bei der dort Prozedur, an dem es mal gesagt haben, bei den PRG also so, dass Reklamanten, die nicht einverstanden sind mit einem Projekt, die können haut bei der Gemeinde reklamieren. Wenn sie da keine Satisfaktion haben, dann haben sie die Möglichkeit, nachher bei den Innenminister zu gehen, für da nachher Observationen heranzureichen, jetzt für Gericht gehen. Ja, das ist eine gute Sache. Leider gibt es das bei den PRP haut nicht. Das ist schon die neue Quartierpartner geplant. Dann ist es so, dass die Bürger just bei der Gemeinde können reklamieren, aber wenn sie da keine Satisfaktion kriegen, dann müssen sie direkt für Gericht gehen, was natürlich nicht zum Nulltarif ist. Und das wollen wir ändern, indem wir mehr auf Bürgerbeteiligung setzen wie bisher, indem wir den Leuten auch die Möglichkeit geben, beim PRP, wie auch beim Innenminister können zu reklamieren, wo der Innenminister dann auch bei Bedarf da kann den Projekt ändern und die Leute nicht direkt müssen für ein Gericht gehen. Das heißt, wir machen auf der einen Seite beschleunigen wir die Prozeduren, wir machen sie mir einfach und trotzdem geben wir den Leuten mehr Möglichkeit, sich an die Entwicklung von ihrer eigenen Stadt oder ihrem eigenen Dorf mit anzubringen. Der Minister hat durchgesprochen, wir machen eine vereinfachte Prozedur für kleine PRP. Aber heute ist es definitiv so, dass es keinen Unterschied gibt für kleine PRP von 1-2 Häusern oder PRP mit über 1000 Fundingen. Sie durchlaufen genau dieselbe Prozedur. Das scheint als sehr aufwendig für die kleinen PRP zu sein. Und dafür wollen wir für PRP, die Männer wie 25 haben und die auch keine größeren Kontranten haben, eine vereinfachte Prozedur machen. Das betrifft effektiv von den Dossiers, die wir heute gesehen haben. Der größte Unterschied wird diesen, dass du kein Avis von einer Kommission gebraucht wird, weil sie relativ unproblematisch sind. Und dadurch auch gefragt wird, und das erlaubt uns eine drastische Reduktion effektiv vom Delay auf insgesamt 4 Monate. Auch da, als die Hand drin, dass wir die Ressourcen mehr effizient nutzen, das heißt, dass wir die Ressourcen sowohl am Privatsektor wie auch bei uns auf die Dossiers konzentrieren, die mehr kompliziert sind, respektive die viel mehr determinant sind für die Entwicklung von unserem Land. Und das hat der Minister wieder gesagt, wir machen sie mehr effizient, für es mehr am Städtebau als an die können zu setzen, am Endeffekt auch für die Lebensqualität von uns all zu verbessern. Wieder könnte man ein ganz Reform von den Prozeduren machen, profitieren wir natürlich auch für die Prozeduren, die heute noch komplett über Papier laufen, für die integral zu digitalisieren. Heute ist es effektiv so, dass die ganzen Échangen zwischen der Gemeinde und dem Staat und aber auch zwischen dem Bürger und den Verwaltungen über Papier geht. In Zukunft ist es so, dass der Échange zwischen der Gemeinde und dem Staat über die elektronische Plattform vom Minister wird laufen, Cosmos genannt. Und da wo die Bürger sich ein Dossier erreichen, zum Beispiel PHP, das wird das Instrument funktionieren, was Chipre schon gut kennt, mein Guichet. Und die Enquete-Publiken, wie gesagt, die werden wir auch digitalisieren. Und zwar wird das in Zukunft über das Portal National des Enquêtes-Publiques laufen. Das heißt, auch da können Bürger in Zukunft bequem von daheim aus all Dossier konsultieren und auch von daheim aus oder so jedenfalls dagegen reklamieren zu allen Momenten. Das heißt, wir machen die Gesamtverwaltung von den Prozeduren da auch wesentlich mehr modern und mehr effizient und dadurch auch höchstwahrscheinlich viel mehr fehlerauffällig, wie das heute noch der Fall ist. Der letzte Punkt, den ich noch wollte, weisen, das ist ein Projekt, das ganz wichtig ist, das nicht Bestandteil von dem 40 Punkten Plan, von dem wir ganz am Anfang geschwärzt haben. Es geht um die provisorische Baugenehmigung. Heute ist es so, dass ein ganz vereinzelter Fall der Bürgermeister eine provisorische Baugenehmigung kann geben für Parkplätze, aber für sonst nicht. Und wir wollen das,
weit ausdehnen, und zwar für den Fall, wo man am Fall von einer Urgenzen oder einer Krise. Weil das nochmal da gemeint, weil zum Beispiel Naturkatastrophen, wo große Überschwemmungen sind, wo Häuser nicht mehr bewohnbar sind oder öffentliche Infrastrukturen nicht mehr nutzbar sind oder auch eine internationale Krise, wo man zum Beispiel mit einer größeren Flüchtlingswelle konfrontiert sind. Da besteht an der Regel eine größere Notwendigkeit für sehr provisorische Infrastrukturen oder auch nach Wohnungen in Form von Modulbau zu realisieren. Das kein Problem, wenn die Terrain, die ihnen zur Verfügung stehen, auch vom PRG und PHP aus so klassiert sind, dass ich das auch machen kann. Wir haben aber öfters den Fall gehabt, dass das nicht ging, dass der PRG und der PHP das nicht erlaubt haben. Und da muss ich eigentlich am Vielfalt eher in den Do etwas realisiert, theoretisch der PRG und der PHP ändern, das viel zu zeitaufwendig, das viel zu lang. Wir können da nicht sehr genug reagiert, für Leute an Not zu helfen. Und dafür das Instrument von der provisorischen Baugenehmigung wird dem Bürgermeister in Zukunft soll erlauben, für eine Genehmigung zu gehen, für eine gewisse Zeit, 3 Jahre nicht verlängerbar, für so Infrastrukturen und dadurch auch mit der Baugenehmigung kann derogieren zu den Regeln am PRG und am PHP. Da den sich am Vielfalt gebraucht wird, dass der Gemeinderat die Urgenz konstatiert, da kann ihn sehr reagieren, sehr die Infrastrukturen zur Verfügung stellen und den Leuten, wie gesagt, helfen. Und das ist eine Sache von, der Minister hat schon viel darüber gesagt, das ist am Endeffekt auch eine Sache von einer Stärkung von der Resilienz von unseren Gemeinden an unserem Land. Merci, Frank. Der hat in geschrafter Form den Paradigmenwechsel, den wir heute verzeihen, verfrohe sind, stimmen natürlich gerne zur Ehre Verfügung. Ja, die hat für der Kraft treten kurz ugeschwert, wie sehr rechnen da, dass ihr Projekt können Realität gehen? Also am Projekt de Loi, wir wollen an sich Folgendes machen, das den 1. Januar 2021, das ist ein Datum, das überall vorgesehen ist, wollen wir an sich eine Art Regimewechsel machen, wo das Baureglement in Kraft tritt, auch die Heilprozeduren in Kraft treten und beim Offizieren, dass die Neubaugenehmigungsverfahren mit der Digitalisation, also die aus von der Stadt gelingt, den 1. Januar 2020 zu visieren. Das ist ein neues Projekt, so viel gesehen, hoffentlich klappt das. Vom Tageblatt die Hut für Runde von Parking geschwar das müssen oder große Platzen das muss ein Drittel am Schädlein gilt da doch los auf hier bestehende Infrastruktur denken du und zum Beispiel die Glasidee oder dann Parkplätzen sollen permeabel, also das Wasser kann durchgehen. Parkplätze okay, nicht von Beam gesperrt. Okay. Plätze. Und dann auch 10 Elektroparkplätze pro Parking, als das auch skaliert das an der Größe oder ist das auch pro Parking, egal wie groß den dann ist? Also das Verhältnis ist 1:10. Das heißt, pro Tranche von 10 Parkplätzen muss ein Gemäß geben, weil vielleicht noch viel kann ergänzen, was ganz wichtig ist, dass der Bestand ist so lang nicht touchiert durch die Regeln, auch nicht durch Begringung, wie nicht ein Platz oder so komplett neu baut oder komplett frisch möchte. Das heißt, Baureglemente, das ist ein wichtiger Punkt, greift ab dem Moment, wo ich, wie der Minister wieder gesagt hat, an der Arbeit gehe. Für den Rest ist es der Bestandsschutz, auch für das Parking. Weiter Frauen? Ich hatte ein Verständnis froh Laurent Schmidt für Reporter.lo war ja auch jetzt von den Bagatellregeln, also wo keine Baugenehmigung braucht, zum Beispiel war das ja auch eine Zeitschule durch Urgenzmaßnahme der Fall bei PV-Anlagen, wie geht es da weiter, weil das ist ja auch ein wesentlicher Punkt von der Vereinfachung und das ist ja oft auch am Reglement des Bâtiments geregelt. Also das Projekt hast du schon en cours am Kader von dem Projekt de Loi für Silence vor Accord. Und da sind wir an der Prozedur, da sind wir beim Staatsrat und da werden wir auf die Remarke vom Staatsrat. Das wird halt nur nicht mit dem Projekt de Loi zu tun. Das ist schon seit 1,5 Jahren. Ja, seit Januar letztes Jahr. Das ist schon en cours de Prozedur. Okay, und dann meine zweite Frage,
Die hat die Regel vorgestellt, dass effektiv eng neu, dass ein Schenke Zeit hält für das ganz durchzudenken, an neue Regeln zu machen, bescherische Promoteuren, die so, das geht aber da ja, soll mal Rehwassernutzung, Wöllusstellplätzen, wie reagiert er auf so Remarken? Erstens sind die Regeln auch mit Vertreter aus dem professionellen Milieu, wie ich gesagt habe, zum Beispiel OAI, auch ausgeschafft gehen. Und wenn das Haus überschwemmt geht, geht es mehr teuer, wie lo pro 1.000 € an den Grab zu holen, für ein Wasserreservoir zu bauen. De Plaians vun RTL enker Herr Innenminister zu der Gerichtsaffär, wo den Herr Premierminister lo neicht kon oder wollt soen. Ich wollte aber du frohen an der Direktion de l'Immigration gedenkt, dat du irgens Féidrun fir Personalschritt oder Konsequenzen zu ergreifen op direktes Niveau zum Beispiel. Ich kommentiere noch nicht weiter die Affäre. Den Parquet just Instruktion machen hier Enqueten, hier Instruktionen. Dafür schon gesagt, ich gebe ein Audit lancieren, für zu gucken, was ist nicht gut gelaufen. Und dann aufgrund von dem Audit werden wir dann gucken, was muss am Kader von dem Audit reformiert gehen. Mir das ja ein größere Widerspruch daran, die so, die wird recht April 25 davor gewohnt gehen. Die Denunziation vom Immigrationsdirektor war Januar 23. Also, wenn ich Minister wäre, ging ich mir da vorstellen, wenn ein Direktor von einer Verwaltung mir nicht so ein grave Fall direkt sieht, sobald ich die Verantwortung überholen. Also, das ist ja aber ein Frage Vertrauens. In Relation de Confiance, die du für mich aber vorgestellt wird. Also, ich gesehen, Januar 23, wie gesagt, war ich nicht Minister. Da werden Herr Asselborn, ein Minister, schon gelesen, dass den sich auch und ich kann erinnern, die 25 von der Envergure, von der Perquisition, aufgrund auch von einem anonymen Brief, den zu gleicher Zeit dann als zugeschickt gehen, als an Kenntnis davon gesagt gehen, auch in dem Moment und haben wir ja auch direkt reagiert. Es ist schon kein Grund, Assistent, sonst irgendetwas an die Welt zu setzen. Die Lohnanke den Audit ugeschwart, den du will lancieren, für wen hast den geplant und gedenkt, den dann noch publik zu machen? Also den Audit muss ich im Gang zu gucken, weil wir werden den höchstwahrscheinlich über Marché Public müssen ausschreiben. Dafür kann ich nicht so, wie das ist. Und da werden wir mal den Audit auf. Natürlich am Kader von der Transparenz wird sicherlich mit den Akteuren den Audit auch mit der Chambre diskutiert. Gibt es eventuell mittlerweile echt Schätzungen, wie hoch den Schuld ist, den durch den einhergehenden Sozialbetrug dann aber du entstanden ist? Ich habe absolut keine Info dazu. Habt ihr Informationen, ob die Ausbezahlung von den Sozialleistungen und die identifizierten Leute gestoppt wurden in der Zwischenzeit? Keine Info. Es sind nicht Richter, es sind Minister. Voilà. Wenn kein weiter frohe Sinn, sondern ich merci und bis geschwind.